Eli? Joel? Lo, sind wir endlich mal enker lang. Wir zwei Männer hei sitzen hei mit enger Bayer am Marcel und können endlich in der Eis schwätzen. Ja, da soll mal Zeit gehen. Vielleicht muss man als Stimme noch ein bisschen wie Dave man für richtig gut männlich zu klingen. So Dave wie möglich. Ich werde schwätze Männer da so, wenn sie lang sind. Ich war, dass man Frauen nicht verstehen und dass ich die auch nicht verstehen kann. Ah ja, und ich war Sport. Ich war Sport und ich war Trinken. Vielleicht auch noch Autoen. Ah ja, Autoen. Autoen sind super. Warum? Dat hei ass méiwéi Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Méi wie Sex. Der Podcast für all Mensch mit einem Körper. Wir schwätzen an dieser Episode über Männlichkeit. Und ich war weiter Tisch, Mann zu sehen, aber nicht. Wieso schwätzt man eigentlich über Männlichkeit? Muss ich das vielleicht erklären? Männlichkeit ist so ein großer Begriff und es gibt ganz viele verschiedene Formen. Mit das aber von nicht mal etwas, was nicht viel beschwert wird, wo nicht viel darüber diskutiert wird. Und wäre einfach mal interessant zu gucken, wo könnte das hier, was sind die verschiedenen Erwartungen, die Leute tun, was ist das, Mann zu sehen, was ist nicht Mann zu sehen, was ist männlich, was ist nicht männlich. Auf ihr Wart. Das ist auch etwas, wo am Anfang an so ein bisschen das Gefühl hat, wie sehen, was das ist, männlich zu sehen. Und dann je mehr ihr nicht probiert zu sezieren, umso Männer können den da wirklich drauf, dass es irgendetwas gibt, wieso in den Mann ist. Also ich meine, wo Männer vielleicht mal sollten aufhängen, als dass nicht durchgeht, den Penis zu haben, oder dass nicht den einzigen Kriter und nicht den Kriter, den überhaupt irgendetwas aussieht, weil es natürlich auch Leute gibt, die Männer sind, die eng Vagina haben, ein Penis und trotzdem ein Mann sind. Da ist mir einfach wichtig, für direkt am Anfang zu sagen. Also Leute, die als Cis-Mann auf die Welt kommen, die direkt bei ihrer Geburt gesagt kriegen, du bist ein Mann oder ein Jung, und dadurch weiter behalten, die kriegen ja am Laufe von ihrer Kindheit, Jugend, und auch ihrem Erwachsenenalter ganz viele Sachen gesagt, nicht unbedingt so 1:1, mehr so mitgekriegt durch die Gesellschaft oder auch durch die Eltern, durch die Erziehung, durch die Schule, durch Kollegen und so weiter, was dann von heischt, ein Mann zu sein, wen sich verhalten muss, und gehen ganz viele Erwartungen um Männer. Ja, Joel, ich meine, das ist etwas ganz Wichtiges angeschwärzt. Männlichkeit sich als nicht, was unbedingt angeboren ist. Mir ist etwas, was ein Sozialkonstrukt ist, der Tisch, was den so durch direkte oder indirekte Informationen lehrt, ob das durch Eltern ist oder durch die Gesellschaft oder durch weil die bei anderen mitkriegt und dann eine ganze Reihe von Erwartungen hat, was der Tisch Mann zu sehen, was die machen soll, was die nicht machen soll, was männlich ist, was nicht männlich ist. Also mir hat ja schon ein bisschen so die ganz krass Klischeen angeschwärzt ganz am Anfang. Männlicher sehen, wenn ihn Frauen nicht versteht, wenn ihn gerne über Sport an Autoen schwätzt, über Sachen, die gemeinhin als typisch männlich konnotiert sind. Wenn ihn sich um andere Sachen interessiert, zum Beispiel solo Blumen oder Kunst, dann ist ihn direkt nicht mehr so männlich, kann ihn nicht mehr so männlich vorgeholt. Also an der ganzen Menschheitsgeschichte, das Bild vom Mann hat sich schon immer verändert, aber etwas von den Sachen, die männlich durchgehend immer so wäre, also der Mann ist den stark muss sein, gerade in einer heterosexueller Beziehung, muss der Mann quasi für das kommen sorgen, die muss seine Familie beschützen und steht auch ganz oft für das öffentliche Leben, wo die Frauen dann echt am privaten Leben sind, also auch die ganz Sachen, die man ja heute noch ganz stark sind an der Politik oder auch an der Wirtschaft, wen der Chef ist, wen europäische politische Positionen könnt, das sind ganz tags Männer, aber noch aus der Vue, dass Männer das irgendwie am besten könnten, am schlausten sind, am stärksten sind, sich am besten durchsetzen können. Das hat auch immer mit einer Aufwertung, einer Abwertung von dem, was als weiblich oder nicht männlich unerkannt wird. Wenn du das so siehst, dann fand ich, dass das ziemlich viel Druck auf eine Person für auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen, an bestimmten Stellen mal einfach Klischeen zu erfüllen oder verschiedene Erwartungen zu erfüllen und dann noch schlimme Konsequenzen zu, wenn das nicht der Fall ist. Das ist, wenn ihn nicht männlich genug ist oder irgendwie zu viel weiblich zuschaut oder Sachen möchte, die du gehen, was erwartest. Also ich muss sagen, ich meine schon, das schon ziemlich frei gemerkt, dass ich nicht immer an die Bilder ranpassen und das kriegt ihn dann mehr oder weniger heftig zu spüren, wenn ihn sich für Sachen interessiert, die nicht so männlich sind, wenn ihn Aktivitäten gerne hat, die nicht als männlich konnotiert sind, wenn ihn nicht so stärker ist, wenn ihn auch mal Emotionen weist. Ich weiß nicht, wie das bei dir wäre. Ich war als Kind
ziemlich sensibel und ziemlich emotiv und schon aber ziemlich frei gemerkt, dass du sich etwas was nicht von mir war das. Lo nicht von meinen Eltern, ich hatte die große Chance, dass meine Eltern du ziemlich offen waren und mir ziemlich viel Freiraum gehen und für mich so auszudrücken, wie ich will, ohne mal zu sagen, dass du was okay, dass du was akzeptabel oder nicht, oder dass du was männlich oder nicht männlich. Aber trotzdem, so was ich an der Schule mitgekriegt habe, was ich von Kollegen mitgekriegt habe und noch so am Umfeld, habe ich ziemlich sehr gemerkt, dass, okay, ich muss stark sein, ich muss Entscheidungen können holen, ich darf kein Gefühl erweisen oder bei allem nicht zu viel. Und am besten auch noch so spielen, dass ein bisschen Aggressivität dabei ist, dass ich kann gucken, okay, wen ist die Stärke, wen dominiert wen. Und eben so Rough and Tumble Play, das ist wirklich so, dass wir körperlich spielen und nicht, wie oft bei mir das schon gesagt, dass wir strategisch spielen und wo es mehr darum geht, für die emotionalen Kompetenzen mehr zu entwickeln. Vielleicht schwätzen wir ein bisschen über Gefühle, da das ja wirklich schon ein großes Thema. Und schon Gefühl bei Männern, die dürfen immer schon so 2, 3 Emotionen, die wir haben. Eine davon als Aggression. Und dann vielleicht dürfen wir noch stolz sein auf gewisse Sachen. Aber sonst hat den kein immens großes Bandbreite von Emotionen, die in der Fall sind. Der wir auf jeden Fall nicht kreischen, außer vielleicht beim Football. Es gibt so pur so Refugen für Männer, wo sie können ihre Emotionen da wirklich weisen. Aber das ist immer so ganz aufgegrenzt. Und das geschieht dann auch oft just ënner Männer. Also all Mensch erwert vun engem, dat de wees, wéi en sich ze beholen hett, well dat jo quasi an der Natur sollt sinn. Wie dat ass wie aber net so. Also giwer einfach Leute, die ganz ernstcht empfannen. Und schmengen die Michtmänner empfannen, a ich geht ernstcht. Dat bringt er noch Matzestellen, die ganz Gefühle, die vielleicht eng schwächt gingen ausdrücken, höllelos sind, traurig sind, ängstlich sind oder sonst die ganz Gefühle, die es vielleicht mehr vulnerabel machen, da den die gar nicht ausdrücken kann. An meiner Meinung nach ist das ziemlich problematisch, weil die muss dann also schraffrieren sind, weil die Emotionen, die ich kann ausdrücken, das ist da wirklich, wie du Joel so, wie du so auf verschiedene Momente ertischt. Beim Fußball zum Beispiel. Dann ist er vielleicht traurig, dass der Club verloren hat. Kann ihn aber nicht drüber schwätzen, dass den traurig ist, weil ein Familienmember krank ist am Moment und dass den durch einen Leid, der will auch nicht scheiße sein, der will nicht kreischen. Alles, was liebevoll und intim ist, der will auch nicht so weisen, eventuell noch mit dem Partner. Mehr was ist in der Männers Intimität auch auf jeden Fall mal an Eiseländer nicht so oft gesehen. Und das bringt er mit, dass den immens viel muss aufschlecken und immens viel nicht weisen kann und das bringt doch ein ganz Reihe Probleme mit sich. Also das kann ja ganz extrem Formen unholen von Leuten, die einfach ja just eine Roserei können weisen, just eine Aggression können weisen. Heinst du, könnt das dann noch aus einer ganz schlimmer Misogynie raus, also der den dann wirklich ein Hass ob Frauen hat. Am Anfang erklärt sich das nicht so dadurch, dass die Männer wirklich Frauen hassen, sondern dass sie Sachen hassen, die sie als weiblich ugesehen oder die als weiblich konnotiert in dieser Gesellschaft. Also das ist für mich nicht immer ganz klar, weil da so ein Hass von Weiblichkeit und eine Auflehnung von Weiblichkeit, die an dieser Gesellschaft ja immer noch da ist, verschiedene Aktivitäten gehen einfach als männerwertig ugesehen, weil sie echt von Frauen ausgefeiert gehen. Zum Beispiel den ganzen Sektor von der Care-Arbeit, also in den nicht gut bezahlt ist, wo die Konditionen nicht gut sind, das wird darunter leid, dass viel Frauen nicht machen. Und wenn der Mann das möchte, dann geht den oft als schwul angesehen. Du wolltest schon eigentlich darüber nachdenken, dass das nicht immer ganz klar ist, ob es ein Hass auf Weibigkeit ist oder homofeindlich, weil das oft so an den übergeht. Also ein Mann, den Gefehlerweise, den geht dann oft in der Stalt, dass der schwul wäre. Dass das nicht schlimm ist, weil das ganz normal ist, für schwul zu sein. Aber an der Gesellschaft geht das eben nicht gut anerkannt und dafür lasst das so einen Druck auf Männer. Vor allem als junger Mann kriegt den ein bisschen so vermittelt, du musst dich dezidieren, entweder du bist so wie von denen Schwulen oder du bist ein Mann und da musst du alles raufschlecken. Und ich habe das Gefühl, dass all die Sachen, die man abgezählt und all die Erwartungen, die Männer gestellt haben, also kriegt ihr nicht nur einen Druck darüber, mit kriegt ihr noch etwas dafür, aber den dafür kriegt ist quasi so ein Freifahrtschein für zu machen, was ihr will. Also für Leute zu aggressieren, für genaue Frauen zu hassen, für sich abzufeiern, weil das immer so ein bisschen am Boys will be Boys, also der Spruch, Junge sind nur Jungen und die sind nur so. Und das ist ein bisschen so ein System, das sich selber verstärkt. Also einerseits frisst den immer mehr Emotionen an sich ran, weil ihn sie nicht weisen darf. Die können dann als Aggression raus und da kriegt ihr gesagt, ja, mir das okay, weil du bist so ein Mann. Und das ist am Anfang so das System, den ihn toxisch Männlichkeit nennt. Genau, wird vielleicht
von den dran ist, auch einst du mal angenehm ist, dran zu bleiben, weil ihn nicht länger ist, weil ihn so etwas gehört, weil ihn nicht von den Gruppe ist, aber weil ihn effektiv Sachen kann machen, die sich sonst von ihn nicht an der Gruppe nicht erlauben kennt oder auf alle Fall, wo mehr Konsequenzen gehen kommen, wieso? Und das ist da vielleicht auch mehr schwer für sich auszusuchen. Nee, du musst ihn schon nicht verstanden, du hast nicht richtig, das ist etwas, wo ich nicht viel Teil davon sehen, ich will da raus und ich will meine eigene Männlichkeit finden oder ich will meine eigene Identität finden und ich will, dass die männlich Zischwert, ich will, dass die weiblich Zischwert, ich will, dass die Zischwert, die für etwas mit Männlichkeit noch mit Weiblichkeit zu denen haben, ich will etwas, was für mich Sinn macht, wo man sich auch leben kann und wo ich mich nicht schuldig fühle oder wo ich nicht unbedingt anderen dabei schulden, für so zu sein, wie ich bin. Und ich meine, da dürfen ganz viel so Aktivitäten, die so gegendert sind, das erklärt die Popularität davon, also das ist am Anfang wirklich gut erklärt. Und am Anfang ist das aber mega nicht richtig, wenn man sich dem Gruppendruck ein bisschen angeht, weil das auch ganz viel Verhaltensweisen, die einfach nicht gut sind, die toxisch sind, die andere Leute leiden lassen, so gerade wenn man von sexualisierter Belästigung, sexualisierter Gewalt schwätzen, das ist für den Männer oft so, entweder geht gut nicht drüber geschwärzt oder das ist dann irgendwie witzig oder geht verharmlost. Also das fängt bei Witzer an und das hält wirklich bei krassen Aktionen ab. Und du fandest, dass die sich wirklich so dagegen stellen. Und ich meine, das ist auch wichtig zu sagen, dass die toxische Männlichkeit auch sich toxisch für die Person selber ist. Weil wenn es darum geht, just dominant zu sein, das heißt, dass den Mann mit anderen kooperiert, das heißt, mehr länger, mehr auf sich selber gestellt ist, man eine Hölle von anderen kriegen kann. Wenn ihr seht, der richtige Mann will immer Sex haben, ist immer dafür bereit, dann ist das doch ein immensen Druck, weil heinst du will vielleicht Sex, heinst du will kein Sex, heinst du also berät, heißt du also nicht berät, heinst du bei den anderen Sachen im Kopf, heinst du geht doch einfach nicht, ob das aus einem psychologischen oder einem physischen Grund ist. Und das ist auch okay. Und das ist auch okay, mal eine Pause zu machen und sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Und das ist auch okay für dann zu sagen, ich will keine Lust mehr oder ich will etwas ganz anderes das machen. Auch verschiedene sexuelle Aktivitäten sind einfach als nicht männlich unerkannt. Beim Analsex an der homosexueller Szene, da gibt es vielleicht dann noch so andere Männlichkeitsbilder, die immens aktiv sind, mehr gerade so Sachen, die mehr passiv sind, die gehen oft als mir weiblich unerkannt. Und ich meine, gehen immens viel Männer an intersexuellen Beziehungen, die sich nicht trauen, gewisse Sachen zu machen. Zum Beispiel eben sich fingern zu lassen an den Anus, obwohl sie das gerne für Männer, obwohl ihnen das vielleicht gefallen, aber die sich nicht trauen, weil sie die Angst haben, dann schwul zu gehen. Oder nicht mehr männlich genug zu sehen, weil dann in dem Fall ein bisschen so als der Zellwicht angesehen wird. Wenn ihr das logisch guckt, dann ist das sich komplett verrückt. Etwas, was eine Frau bei einem Mann möchte, viel mal an den komplett gegenderten Termen zu bleiben, weil da war immer noch die Majorität von den Leuten, die sich so definieren, kann das ja per Definition nicht schwul sein. Ja, das ist auch absurd, dass Leute, die eine Prostat haben, wo es gut geht, wenn die stimuliert wird, das nicht wollen. Und aber am Gegenzug ganz oft Analsex bei der Frau wollen, wo kein Prostat hat, wenn wir von Cis-Frauen schwätzen. Von der dir schon 40 gemacht hat, gibt eine Rubrik zu Prostat und zu Prostatmassage, die kann da bei der Seite finden. Die kann ich just rekommandieren. Also mir ein bisschen geschwärzt, dass ihr vielleicht auch beim Sex dann Sachen nicht möchte, sich nicht traut, nicht will machen, die einem am Fungi für gut tun, wo ihn am Funk dann so ein Verlust wird, den ihr nicht ganz merkt. Es gibt aber andere Sachen, wo du schon so ist, dass die toxische Männlichkeit sich auf die Person selber auswirkt. Emotional haben wir ja schon ein bisschen geschwärzt. Es gibt aber auch gesundheitliche Probleme, die können entstehen. Einfach weil Männer an der Regel sich vielleicht mehr ungesund ernähren, nicht so viel auf sich aufpassen. Und Suizidrate bei Männern sind auch mehr hoch wie bei Frauen, was auch mit der ganzen toxischen Männlichkeit einfach zu tun hat. Genau, ich meine, einerseits, also so, dass wenn ich nicht über seine Gefühle schwätzen kann oder dir, oder sie so dich vergruft, dass ich gar keinen Achse darüber hat, dann probier den Heinz du andere Sachen zu finden, für du mal da umzugehen, ob das Alkohol oder so Substanzen sind, ob das Zigaretten sind oder so Lebensarten, die nicht so gesund sind, dann da den Gewaltbereders ist ja auch, dass vielleicht Leute Angst vor einem Hund, das ist dann also per Definition mehr länger, mehr sozial isoliert. Das Ganze führt zu mehr Depressionen, zu, wie es der richtig so ist, zu einem mehr hohen Suizidrate und natürlich auch zu einem mehr hohen Risiko von einer Alkoholabhängigkeit oder einem Drogenmissbrauch. Und du könnt dann ein bisschen dabei, dass es mittlerweile auch immer mehr streng Körperbilder gibt für Männer. Also, dass
nicht so wie vielleicht nach für eine paar Jahrzehnte werden, dass Männer sich Energie mehr gehen lassen können, mehr gibt auch einfach einen Druck, so wie ein Mann ausgesehen hat, wie viel Muskeln der muss haben, wie sein Körper soll sein, wen der soll präsentieren. Bon, da geht es natürlich extrem so am Bodybuilding, aber auch schon lange bei Schauspielern gesehen, den du ganz viel. Aber das ändert sich auch immer ein bisschen, so, es gibt so Moden, als ein Mensch, den immens viel hoch im Körper hat, muss ich sagen, dass man so an den 90er, Anfang 2000er, wäre quasi alt Männer, die so gesehen hat, die wäre wirklich ganz, ganz unbehaart. Und das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, mittlerweile gesehen, der ein bisschen mehr behaarte Männer, was ich positiv fanden. Aber das soll aber auch Leute, die nicht viel haben, ich fand nicht, dass die sich irgendwie in der Druck so spielen, dass ihre Körper falsch ist. Und das ist einfach die Problem, die man den Bilder erzeugt wird, dass Leute dann auch nach zusätzlichen Druck kommen, wie ihre Körper auszusehen hat. Wobei es einfach so ist, dass die meisten Körper schön sind, an denen sich einfach so wohlfühlen als im Körper. Das hast du gut gesagt. Und jetzt mal relativ viel über toxische Männlichkeit geschwärzt haben. Vielleicht will ich dazu noch sagen, dass das nicht heißt, dass all Mann irgendwie base wird, dass das so inhärent wird, das geht so falsch verstanden. Also das ist da ein bisschen so die Klischee von den männerhassenden Feministinnen. Das ist nicht so. Das ist, wir schwätzen über ein System, das besteht, wo sich viele Männer abfügen, nicht unbedingt bewusst sind, mit kann den da ausbrechen, dann kann den, wie du das Fedro schon ein bisschen angeschwärzt hast, so quasi seine eigene Männlichkeit basteln. Willst du dafür ein paar Tipps? Ich meine, was auf alle Fall mal wichtig ist, dass der den anfängt, aktiv darüber nachzudenken. Der Tisch, der den rundherum sich guckt, was das für mich Männlichkeit, sind ich männlich, was heißt das, was mache ich, ist das, was ich mache, gut oder nicht gut, kennst du vielleicht Sachen anderen, und auch vielleicht sich überlegt, wo kommt das alles hier, wie war das an der Kantität, was waren dort Erwartungen um mich, wie hat sich die Männlichkeit bei mir entwickelt, was wäre vielleicht mehr weiblich sich, die ich gerne integrieren, die ich gerne mehr ausdrücken, wie kann ich das machen, was für Konsequenzen hat das, und anfängt wirklich mehr aktiv darüber nachzudenken. Für mich kann ich so ein bisschen so rundherum gucken, was für Vorbilder es eventuell gibt, also sowohl von realen Personen wie auch vielleicht von fiktiven Personen, die ein Männlichkeitsbild vermitteln, was vielleicht ein bisschen anders ist, was vielleicht ein bisschen mehr soft ist. Es gibt ja ein bisschen so den Term vom Softboy, was an den sozialen Netzwerken ganz, ganz stark an den letzten Jahren ein bisschen verbreitet ging ist. Wobei ich muss so schon einen Artikel gelesen, der den kein Softboy soll daten, weil das ganz schrecklich wäre. An die Argumente, die ich da gelesen habe, die haben mich ein bisschen so erinnert an meine Jugend, wo so Demoen, also wo dann so eine Subkultur wäre, die ganz stark wäre, wo da dann also dieselben Argumente auch so gegangen sind, ja, das sind so ephemeriert Männer, die gerne über Gefühle und über Indie-Musik schwätzen, aber mit denen kann ich am Anfang nicht aufhängen. Und ich fand das immer ein bisschen schuld. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es doch Leute gibt, die das für einen performen, vielleicht doch mit der Aussicht, dass sie dadurch vielleicht mehr einfach aus Sex oder durch Sexualpartnerinnen kommen. Aber für eng aufweisend Männlichkeit direkt immer du op die Fanger zu haben, zu sagen, Alter, du hast nicht richtig, dir sieht nicht cool. Das fand ich ein bisschen geschult und ich fand, dass den sich ruhig als Mann noch ein bisschen mehr Soft-Seite kann so lehnen und einfach kann ausprobieren. Also ihr wird nehmen, der den sich ein bisschen mehr färbisch umgeht oder der den mit seinen Haaren besonders das möchte. Ich schlug gerade ein bisschen überlegen, wo ich so fiktiv an richtig Persönlichkeiten, ich sehe okay, ganz große Fan von Queer Eye, also der Netflix-Serie, wo ich ein bisschen drüber nachdenke, sind wir die Männer, die da meistens bei anderen Männern gehen, dann hin so ein Makeover gehen. Ich fand, die haben eine Männlichkeit, die ich am Anfang ziemlich appréciere, weil sie alle ziemlich caring sind, also sie sind fein, sie holen ihn ab, so wie ihn aus, sie geben einem Tipps. Natürlich sind das die Idealpappen. Ich fand, von den Feminismus an der Google angeht, dann von den immens viele Resultate, immens viele Schriftsteller, immens viele Denker, immens viele Leute, die an verschiedenen Teilen von der Kultur oder von der Politik aktiv sind, die auf soziologischem Niveau oder auf psychologischem Niveau darüber nur denken und schreiben und gehen immens viele Ressourcen, was super ist. Wenn ihr aber probiert hat, nämlich über positiv Männlichkeit oder über eine Männlichkeit, die vielleicht mehr gesund ist, aber toxisch ist, wenn ihr probiert, etwas drüber zu finden, dann ist das gar nicht so einfach. Du kannst natürlich auf Netflix gehen und Serien gucken und das ist schon ein kleiner Aufhang. Mit das dann immer noch ziemlich implizit, dass ich muss wirklich sich Sachen sicher gehen,
das lo net, dat et echt wie im Movement gëtt oder en Community, wo ich kennt soen ich will so mir selber anderen ich kenne da net lang hin an ich kilo do an do hin an sich mal Informationen an denken drüber nur wat ich lo andere kennt wat ich verbessere kennt oder wie ich ger will sinn. Mhm. Also wann den kritisch männlich geht oder critical masculinity aget, da find den schon paar Sachen muss ich so dat an der 6er 7er go wird feministisch Männergruppen wo Leute probiert tun sich zu schaffen, dat das aber allerdings alles bis verlorengegangen. Ich weiß nicht genau wieso. Ich fand da doch immens schön, dass ich mir das auch an den letzten 10 Jahren ganz oft gewünscht, so Gruppen zu haben. Und vielleicht müssen sie einfach aufhängen, eng zu gründen. Wenn dir Lust tut, so eine Gruppe zu machen, dann schreib das. Mhm. Und leider gibt es ganz viel so quasi auf der anderen Seite von so Men's Rights Activists und Incels und was das nicht alles für niemand gibt, das ändert sich auch pro Jahr reinkriegen und am Anfang sind da immer dieselben, meistens ziemlich rätsellastige Gruppen, die aber ganz toxisch Männlichkeitsbilder verbreden. Das sind echt die ihr findet, wo ihr noch Menschen wirklich soll aufpassen. Also gerade je nachdem, was ihr so auf YouTube guckt, da gibt es wirklich ganz viel ganz komisch gestalten, die auch ein bisschen so mit der Idee von der Selbstverbesserung spielen. Vielleicht noch mal zu YouTube. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die so popkulturelle Analyse machen, auch bezogen auf Männlichkeit. Sie fanden die dann an den Shownotes, wenn das Episode leer steht. Eli, rasierst du, scheinst du? Hast du schon, ja. Und was für Rasierer benutzen dafür? So einen ganz alten elektrischen, den ich erst mal gekauft habe, weil das einfach am einfachsten ist. Okay, also kein Gillette von der Marke Gillette. Die haben nämlich vielleicht ja meine schwere Spot rausgebracht und sie haben ein bisschen ihre Slogan geändert. Viele wären the best a man can get, also was it the best a man can be. Und an dem Spot, also wir verlinken den noch an den Shownotes, du gesehen den Anfang ganz viele Beispiele, die man auch schon abgezählt haben, wo so toxischer Männlichkeit. Und dann gibt es aber so einen Turning Point, wo das dann alles ein bisschen zurückgeht. Also Leute, die gemobbt sind, geht dann bei und trichten. Einen, der gerade am Gang ist, einer Frau nur zu helfen, die geht so zurückgepafft von seinem Kollege. Und ich meine, Jungen, die sich streiten, die gehen dann nicht geholt und die sollen schon verdrohen. Und am Anfang ist das wirklich so, das, was man die ganze Zeit beschwert tun, so die toxische Männlichkeit ist an den Höhlen, Leute ein bisschen zurechtweisen. Und ich muss so nicht schon das ziemlich cool fand, wo ich das gesehen habe. Und ich meine, das ist auch etwas, was wir alle gut selber machen können an unserem direkten Umfeld. Und auch wenn wir just 2, 3 Leute, die wir da berühren und zum Nachdenken kriegen, dann möchte ich einfach, dass sich löser etwas geht und sich etwas ändert. Und das am Endeffekt für uns alle gut besser aus. Oft fällt es irgendwie ganz schwer für dann immer den zu sehen, der quasi Energie mehr in das Spiel von dir war aus, den etwas sieht. Und das war das, wenn die Menschen wichtig für eben seine matt Männer, heißt du mal, trägt auf den Boden von der Realität zu bringen und einfach zu sagen, hey, das ist nicht okay, wie du dich gerade verhältst. Und da habe ich noch einen Gedanken, den mir im Moment wichtig ist, weil ich doch aus meiner eigenen Geschichte kennen, dass Leute einem so Sachen so, wo ihn dann denkt, nee, das geht gar nicht, ich will das gar nicht unheilen. Und dann hören die das vielleicht mir oft nachher, ja. Und dann will man denken, zurück und die echte Person, die das gesagt hat, und denkt so, ja, den hat recht. Und dir könnt die echte Person sein. Also auch wenn ihr nicht direkt eine positive Reaktion kriegt, auch wenn ihr sogar eine negative Reaktion kriegt, kann oft sein, dass den aber dann der Zoom pflanzt an der Person, woher nur dann etwas entsteht, die sich ein bisschen ändert. Und über Sachen anfängt nur zu denken. Also das nicht für, und da das mein Job etwas, was wichtig ist am Umgang mit Männlichkeit, dass sich Männlichkeiten entwickeln. Und gerade auch wenn ihr ein bisschen so denkt, von ganz jungen Männern bis ganz alten Männern, da ziehen auch ganz verschiedene Bilder von Männlichkeit, die es gibt. Und da das Mensch auch wichtig ist, dass Menschen sich einfach weiterentwickeln und nicht immer dieselben Eigenschaften haben. Im Normalbild von Männlichkeit, das liest das oft nicht so zu. Das, was du siehst, das gibt mir Hoffnung, weil das heißt ja, dass wir das manchmal zum Teil an der Kontrolle haben und selber können darauf zuschaffen, für es so zu ändern, dass es so gut wie möglich ist. Ich gebe so, und das ist ein schönes Schlusswort. Normalerweise gebe ich so, holt ein Männer an ihrem Umfeld an den Arm und trägt sie ein Jahr, wie das mal gerade noch in einer Pandemie sehen, mit das vielleicht recht, wenn Pandemie sich ein bisschen aufgeklungen hat. Aber sonst sieht fein mit denen, sieht nicht zu streng mit dich selber, aber bist schon an, trink genug Wasser. Genau. Lo könnt nach einer Rubrik und dann summe ich Eddie. How to. Eg Uweisung fir de Gebrauch. How to. Wéi kommuniceieren konstruktiv. Halt eng Maul, du Idiot. Das ist ein gut Beispiel, wéi net konstruktiv kommuniziert. An dem sinn den andere vernennt, a verbal aggressiert, fehlt den andere sich verletzt oder rosen,
an das Risiko, dass sie an einem Streitland ist groß. Für zu kommunizieren, braucht ein Sender, ob manst ein Empfänger an eine Information. Das kann ob ein verbal, nonverbal, also körperlich oder ob ein geschriebener Art und Weise sein. Wir begrenzen uns hier auf die verbal, also die geschwarte Kommunikation. Was können wir machen, aber worauf muss man aufpassen, für dass das konstruktiv bleibt? Das heißt, für dass als Information, als Message gehört und abgeholt wird, ohne dass es zu einem Konflikt kommt. Gut kommunizieren, also besser wie Autofahren. Du musst wissen, wo du drüber bist und wo du hin willst. Das heißt, du musst wissen, über was du schwätzen willst oder welche Probleme du lösen willst und wie du das machen kannst, also auf welche Richtung du steuerst. Und da musst du aufpassen, dass dein Auto nicht von der Straße aufkommt. Das heißt so viel wie nicht vom Thema aufkommen. Es muss aufpassen, nicht von Gefühlen oder alle Geschichten angeholt zu gehen, weil dann das Risiko besteht, dass das Gespräch nicht mehr in die gewollte Richtung geht und den Ziel verfehlt. Für das hinzukriegen, gibt es verschiedene Techniken. Es ist wichtig, ganz Gespräche über aufmerksam zu sein, wie es sich fühlt und wohin hin will. Dieser Selbstfokus hilft einem klar und nächter kommunizieren zu können. A Platz Gefühle wie Roserei freie Lauf zu lassen, probier sie zu identifizieren und zu hinterfragen. Guck, wo sie herkommen und drückt es am Gespräch aus. A Platz ihn unzubrillen oder panisch rundherum dich zu schlagen, erklär für was du enttäuscht bist, was dich rosen mischt, was dich verletzt wird oder für was du da sorgen musst. Wann möglich, also doch besser, an einem brauchen Ton zu sagen, ich sie rosen, was du mich enttäuscht tust, wo du das oder das gemacht hast, a Platz der Gegenüber unzubrillen. Sein Gefühle benennen zu können, mischt Gespräch mehr ehrlich. Du kannst auch das Gefühl als Information holen, also hinterfragen. Für was fühle ich mich so? Was brauche ich, für dass es mir besser geht? Aber wie kann ich Besoin auch nicht ausdrücken oder erklären, was ich brauche? Das emotionale Bewusstsein und das emotionale Responsabilität kann uns helfen, mehr produktiv mit diesen Gefühlen umzugehen und so mal doch besser zu kommunizieren. Es ist auch wichtig, sich bewusst zu sein, wie ein Problem hat. Wenn du etwas musst, was mir nicht gefällt, oder wenn du etwas siehst, was mich quäsch mischt, dann ist das mein Problem. Es ist auch mir zu entscheiden, wie ich dieses Problem lösen will und wie ich damit umgehen will. Es ist natürlich wichtig, dem anderen zu verstehen zu gehen, für was etwas für dich problematisch ist und für zusammen zu gucken, eine Lösung zu finden. Aktiv Nullausterin heißt als erstmal, dem anderen nicht an Wort fallen. Hier geht es auch darum, probieren zu verstehen, was den anderen so will, nur fragen, wenn etwas unklar ist, und resümieren, was den anderen gesagt hat. Es kann sich auch Notizen machen. Es geht darum, aktiv und konzentriert dem anderen nutzulauschen. Es ist auch wichtig, sachlich zu bleiben, sich nicht zu vernennen und nicht defensiv zu sein. Es geht auch nicht darum, Excusen zu sichern, mir echter zu verstehen, was für den anderen problematisch ist. Dafür ist es nicht konstruktiv, all Wonnen unzuschwatzen und so das Gespräch ob etwas mehr Emotionales zu eskalieren. Was ihr noch machen kann, nachdem sie Gespräch an den Streit eskaliert ist eine Pause zu machen. Wenn ihr sich bis beruhigt wird, kann ihr auf den Streitpunkt zurückkommen und probieren, Misskommunikation zu reparieren. Es ist wichtig, so Punkte umzuschwätzen, weil sonst die Beziehung zwischen den Personen auf lange Zeit an nicht geschlichtetem Streit leiden kann. In dem Moment kann ihr das Problem oder Streitpunkt an mehr kleinen Punkten abteilen und probieren, Lösungen oder Kompromisse zu finden. Es ist wichtig, ehrlich zu bleiben und klar zu sagen, was ihr braucht und was einem wichtig ist, wozu ihr bereit ist und was einem zu weit geht. Zu guter Letzt noch ein generellen Tipp. Gebt euch positive Feedback und seht live mal den ein. Gebt euch Komplimente. Wenn ihr über etwas schwätzt, was mir schwierig ist oder dem anderen wehtun kann, holt euch nur Zeit, über die positiven Sachen zu schwätzen, über alles, was ihr ohne nicht schätzt, was euch gefällt und wo man da froh seht. Probiert, Komplimente zu akzeptieren. Macht etwas Schönes zusammen oder umarmt euch. Was ihr zusammen machen kann, wenn ihr etwas diskutiert, also aufpassen, dass ihr nicht zu viel emotional geht, dass ihr beim Thema bleibt
dass in den anderen Ausschwätze lässt an aktiv null ausstatt. Sich bewusst sinn, dass net mir op der Richter Bunners mir grad komplettecht Feld fehlt, an Ziel verfehlt, also eng derweis fir Gesprächraum op konstruktive Niveau zu kreen. Lo net méi, Halling Maul du Idiot. Me, Schatzi, los mich ausschwätzen, dat ist mal wichtig. Wost du noch Frohen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gi natürlich beantwort, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Iwer Feedback freie meist immer. Dir fand méi wie Sex op Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Méi wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.